Tja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom lustigen Bombenmann. Wir gehen rein in den Friedhof und betreiben erstmal ordentliche Grabschändung, so wie es uns in die Wiege gelegt wurde. Wir haben eine heftige Hardcore-Challenge vor uns. Und zwar dürfen wir nur 60 Sekunden verwenden für jedes Level, exklusive dem Boss. Schon mal nicht schlecht. Der kann ja sicher gerne mitziehen. Außer in der letzten Folge. Das war Disrespect gegenüber dem Boss. Der war ja so schnell down. Auf jeden Fall habe ich mir eine Taktik überlegt. Und zwar nutzen wir die Brille. Mit der haben wir die Möglichkeit, Items zu sehen, die nur in die Blöcke versteckt sind. Inklusive dem Ziel. So heißt, wir können sehr, sehr schnell alles clearen. Und zur Not setze ich nur die Fernzündungsbombe ein. Eben aus demselbigen Grund, alles sehr, sehr schnell clearen zu können. Ich glaube, wir labern jetzt nicht mehr lang rum. Wir starten Ray. Es gibt natürlich wieder neue Gegner. Bei denen muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, gut, das Tröpfchen ist auch da. Bam! Ja, okay. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wenn ihr, okay, ich sag mal so, wenn ihr verkacken sollte, was durchaus passieren kann, dann gibt's einen Cut. Und dann geht's in dem Level weiter, wo ich verkackt hab. Perfekt. Gut, 9 Sekunden haben wir noch gehabt. Leute, ihr müsst verstehen, ich muss mich jetzt kurz ein bisschen konzentrieren, weil ich habe kaum Bock, das großartig oft versuchen zu müssen. Okay, weiter geht's. 9 Sekunden war nicht wirklich früh. Aber ich habe mir ein bisschen gestellt, muss ich sagen. Ja. Geilo. Okay, den haben wir auch. So, was machen wir mit dem Gegner? Einfach ganz normal simpel killen, oder? Perfekt. 30 Sekunden übrig, oder naja, 24. Ist schon wesentlich besser. Gut. Das freut mich. Das gibt mir Hoffnung, dass wir relativ gut durchkommen werden. Konzentration. Jetzt macht er einfach die Tarnung. So ein Hund. Vielleicht können wir ihn killen. Ja. Wie gesagt, es ist manchmal irgendwie random. Und das ist dann ein bisschen Stress, weil es zeitlich gesehen knapp werden kann. Fledermaus killen, perfekt. Da ist ein Geist. Yes! Alter, es läuft sehr gut. Da ist das Wölkchen. Okay, wir sollten es haben. Ja. Wir haben's. Nice. Oh, mir geht ein bisschen die Düse. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal unsere Fernzündung ein. Einfach zur Sicherheit. Und wir schauen, was passiert. Wir dürfen deswegen nicht übermütig werden. Das war ein sehr guter Treffer. Ja, ja. Perfekt. Auch perfekt. Ist jetzt das Ziel schon mal frei? Wir brauchen nur noch den Ghost. Ha!
I'm a Ghost. Yes. Geil, 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 geil. Okay. Da muss ich gerade sagen, ich wage zu behaupten, bei diesem Level ist es wirklich wichtig gewesen, jetzt die Fernzündungsbombe benutzt zu haben. Das hätten wir zeitlich wahrscheinlich nicht geschafft. Es ist natürlich auch nochmal ein Stückchen mehr Mindgame jetzt, wenn ich die Fernzündungsbombe benutze. Denn ich möchte natürlich so schnell wie möglich die scheiß Bombe zünden, aber gleichzeitig muss ich schauen, dass ich in Sicherheit bin. Deswegen ist es unter Zeitdruck irgendwie echt gar nicht so geil. So. Sollen wir vielleicht mal so einen Shit irgendwie verwenden? Ich glaube, das mache ich. Ja. Ich glaube, das macht jetzt Sinn. Und jetzt schauen wir schauen jetzt mal, welcher Level das wird. Wenn sehr viel los ist, dann nutzen wir die. Wenn weniger los ist, nutzen wir die Fernzündungsbombe. Viel los. What the fuck? Ja. Unten sieht man übrigens so einen Timer, wie lange wir noch alles haben von den Fähigkeiten her. Aber haben wir es eigentlich geschafft oder nicht? Ich weiß gerade gar nicht. Ja doch, wir haben es geschafft. Okay, wir sind nur drin. Der Timer war hier ein bisschen anders, leider. Aber alles gut. Hier haben wir generell nicht so viel Zeit. Jetzt müssen wir mal kurz pausieren, denn ich darf das Umschalten nicht vergessen. Continue. Bam! Alles mit einem Hit. Und es kann sein, dass wir jetzt gleich ein Achievement machen, dass wir 99 Bomben oder sowas haben müssen. Von den Standard-Items müssen wir immer 99 haben. Und ich glaube, da müssen wir jetzt bald was erreicht haben. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das speichern wir direkt mal ab. Wie schaut's aus? Fast, fast. Okay, nur noch 3 Bomben und 2 mehr Feuer. Speed ist immer so die Mangelware. Sollte man oft verrecken natürlich, das ist die Voraussetzung. Aber das schaut ja bei uns ganz gut aus. Moment einmal. Ich habe hier jetzt abgespeichert. Ah, na. Ich habe jetzt gar nicht gekannt, abspeichern und so im Prinzip meinen Achievement-Stand absichern. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich muss das in einer Sitzung machen. Ich glaube, da habe ich mal irgendwas gelesen in den Kommentaren unter dem Set. Naja. Okay, dann nutzen wir sofort wieder unsere Fernzündung. Wir haben jetzt wieder einige davor. Und gängen dann zur Sicherheit mal hier aufs Extra-Leben. Ich glaube, das mache ich echt. Extra-Leben. Einfach damit kein Scheiß passiert. Double Hits, Alter. Triple KO. Ja. Das ist die richtige Taktik, was wir hier fahren. Eindeutig. Und dieses Sicherheitsleben ist echt wichtig. Falls wir uns einfach verkalkulieren mit der Bombe. Ohne Mist. Geilo. Geilo. Geil, es läuft so gut. Okay, ich muss mich zusammenreißen, weil genau jetzt bin ich anfällig für sowas, dass meine Konzentration nachlässt. Aber ich möchte gleich mal schnell das Achievement umschalten auf dieses hier. 1.000.000 Punkte haben. Weil das schaut nämlich auch ganz gut aus bei uns. Da sind wir kurz davor, genauso wie Bomben und Feuer eben auf 99 zu haben.
Ich habe wieder die Sicht umgeschalten. Es geht weiter. So, den werden wir jetzt direkt force killen. Da kenne ich gar nichts. Bam, da ist es. Double Kill. Oh ja! Und das haben wir auch direkt. Das hat gerade ein bisschen viel Sichtverbrauch tatsächlich von meinem Screen. Das fühle ich nicht so. Bam. Ja. Jo, die Ratte ist wieder da. Triple Kill. Die dummen Säcke, ey. Dann machen wir es einfach so. Ah, der Idiot. Bam, wir haben ihn. Haha. Leute, das ist die Taktik. Das ist die Taktik. Ich sag's euch. Wir spulen das so safe runter. Lauf die Aufnahme, ja. Alles gut. Alles gut. Okay, weiter geht's. Okay. Du. Hm. Das Gute ist, wir können jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf Items scheißen. Und zwar auf die Items, die wir ja schon gemaxt haben. Hm. Yes! Ha! Ich habe jetzt kurz gemeint, ich habe mich verschätzt oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe 2 Bomben so platziert, dass sie praktisch das Ziel dann treffen würden. Aber wenn man die schnell hintereinander zündet, dann ist der Block noch nicht zerstört. Und dann passt es. Oh, das ist ja wieder jetzt so ein crazy Level, ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht nutze ich dann noch die andere Bombe. Aber jetzt warten wir mal kurz ab. Ja, okay. Ah, es passt. Den machen wir so. Wir haben die Million Punkte. Die Million Punkte, oh Mann, ey. Damn, was für ein Kill, Mann. Jo, wir haben's. So, aufpassen, Feuerkraft ist jetzt aus. Und mit Feuerkraft ist jetzt aus, habe ich eigentlich gemeint, dass wir uns nicht mehr treffen lassen dürfen vom Feuer. Das habe ich gedacht. Wir haben es geschafft, eigentlich. Denn das Achievement sagt ja, das letzte Level, also der Boss, ist nicht drin. Ja! Yes! Geil! Gut. Wir gängen wieder auf Safe. Wir nehmen ein Schild mit, zum ersten Mal. Und dann wieder extra Leben. Ich schwör's dir, ich hab so Schiss irgendwie zu verkacken jetzt noch. Ich darf ja auch nicht quicksafen oder so. Ich weiß auch nicht, was das für ein Boss jetzt wird. Aber wir nutzen wieder 2 zeitig begrenzte Moves, Items, besser gesagt, Fähigkeiten. Es ist Dracula. Oder so. Und wir müssen uns nach unten porten. Und ihn immer wieder hitten. Okay, er scheint mir aber recht chillig.
Er scheint mir recht chillig. Mit dem kann man sich unterhalten. Bam. Okay. Das ist also... Bam. Der Boss von Welt 5. Ist sehr passend. Und ist auch wieder was nice, nur er hat nicht so viel drauf, merke ich gerade. Man muss ein bisschen aufpassen, weil er immer recht gern herkommt dann. Er hat aber auch viel Leben. Das muss man ihm auch lassen. Okay, gut, das haben bisher eigentlich alle immer gehabt. Ja, schaut doch gut aus. Wir lassen ihn irgendwie nicht angreifen. Wir sind schon wieder die richtige Taktik gefahren, die Fernzünderbombe zu nutzen. Er hat wirklich viel Leben. Können wir den jetzt bitte mal killen? Ah, okay. Der entschärft auch noch meine Bomben. So wie ich das jetzt gerade bemerkt habe. Ich würde gerade sagen, jetzt lasst der auch noch Geister spawnen, aber der ist gerade irgendwie abgeknippelt. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Gib mir die Items, gib mir die Items. Ja. Wir kriegen sogar alles, obwohl wir gar nicht mal alles brauchen. Ich habe jetzt erstmal die Speed-Upgrades priorisiert. Graveyard Blitz. Aufnahme läuft immer noch, oder? Ah. Macabre Marathon war's. Das andere war einfach nur abschließen. Ey, der Friedhof schaut jetzt wieder viel, viel freundlicher aus. Aber komm. Friedhöfe sind grundsätzlich erstmal gruselig. Da kann man nichts zu ändern. Leute, danke fürs Dabeisein. Ich war so nervös, verdammt. Was ist denn das nächste Achievement? Ach, das hängen wir dann im nächsten Part, oder? Genau. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.